Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Ich fahre heute ins Tessin runter, mache aber dort unten keine Ferien, sondern ich gehe ins Tessin runter, um Kart zu fahren. Ich gehe aber nicht allein ins Tessin runter, nein, der Simi, der kommt auch mit. Wir machen weiter mit dem Projekt von «Ich fahre auf einer Kartstrecke in der Schweiz», Part 2. Leider gibt es aber nur ein kleines Problem. Wir wollten eigentlich noch zusätzlich, nachdem wir im Tessin unten waren, noch in Graubünden fahren. Nur die Bahn in Graubünden ist ausgebucht. Dann haben wir gesagt, komm, wir gehen doch einfach auf Moschach, weil die Bahn liegt ja eigentlich auf dem Weg, oder? Und jetzt kommen wir einfach zum nächsten Problem. Die Bahn in Moschach, die ist ja einfach gesperrt. Somit werden also der Simi und ich heute ins Tessin fahren, zum Kart fahren und dann nachher eigentlich schon wieder retour und werden auf keine weitere Bahn fahren, weil halt einfach entweder die Bahnen gesperrt sind oder schon ausgebucht sind. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dem Video und wir legen los. Let's go! So, also wir sind unterwegs Richtung Gotthard rauf. Wir gehen nicht durch den Gotthard, weil es hat einen Stau vor dem Tunnel wie immer. 3 Kilometer. Zwar nicht wahnsinnig viel, aber es geht effektiv schnell, wenn wir über den Pass reinfahren. Wir hoffen jetzt einfach, dass es nicht viel Schnee hat, weil ich habe einfach Sommerpneu noch auf meinem Auto drauf. Gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir drüber fahren, aber wird sicher gut werden. Der Simi ist jetzt auch dabei, den habe ich aufgeladen, schon lange zu hier. Und wir haben jetzt noch, wenn ich jetzt die Meldung weggehe, das Sandro hat etwas reingeschrieben, geh weg Sandro, ich sehe es nicht. Aber jetzt noch 1 Stunde und 12 Minuten haben wir, bis wir dort unten sind, das ist noch lang. Ja, aber wir sehen uns auf dem Gotthardpass oben, wir machen sich aus dem Boxenstopp da ein schönes Foto machen mit dem Mini. Und dann hoffen wir, dass wir raufkommen mit dem Auto. So, endlich angekommen im Tessin, Sim ist auch da. Hä? Einfach niemand da, sehr gut. Jetzt gehen wir mal schauen, wie das da so ist. Das heisst sicher, wir können nicht fahren, weil sie irgendwie Karts am Warten sind. So, ich bin jetzt daheim und ja, es war wirklich eine mega lange Fahrt gewesen. Viele Kilometer sind wir gefahren, etwa so 480 Kilometer. Und ich bin 6,5 Stunden Auto gefahren jetzt, also mit Abo und wieder Retour. Wir haben einen verdammten Stau nach Bellinzona, wo wir extrem viel Zeit verloren haben. Daher hat es in Luzern
hat es auch noch geschossen gehabt, wo irgendwie ein Stau von 20 Minuten mehr war, aber das ist dann, wo wir dort hergekommen sind, dann wieder ein bisschen weniger geworden. Also wir sind eigentlich dann doch relativ gut durch Luzern durchgekommen. Und vor dem Gotthard, also vom Südportal her, ist eigentlich auch ein bisschen Stau gewesen, aber nicht extrem. Also wir mussten einfach auch an der Ampel schnell kurz anhalten und dann war es gut gewesen. Und ja, es ist beim Runterfahren schon ein bisschen Stau angesagt gewesen, den haben wir aber umgehen. Wir sind dort bei Wassen oder so heisst das. Dort sind wir runter, sind wir durch Wassen durchgefahren. Und dann sind wir gerade vor dem Gotthard eigentlich wieder auf die Autobahn gegangen, das hat man können. Das haben wir eigentlich 3 Kilometer Stau können, so umfahren, das war noch gut gewesen. Also wir sind nicht über den Gotthardpass rein, zwar habe ich in einem Shot gesagt, wir fahren über den Gotthardpass rein, weil es eben so angedeutet hat auf dem Namen, als würden wir rauffahren, aber es war dann wirklich nicht so gewesen. Und ja, hat uns sehr viel Zeit erspart. Und ja, jetzt bin ich schon recht müde, bin schon recht kaputt, aber es war ein cooler Tag, ein cooler Nachmittag. Also es war wirklich eigentlich ein Nachmittag. Also, wir sind Viertel ab 12 sind wir losgefahren. Sind etwa so kurz vor der 3, glaube ich, etwa so sind wir dort gewesen, wenn es mich nicht täuscht. Dann sind wir zweimal gefahren. Danach haben wir noch überlegt, ob wir möchten auf Graubünden gehen. Graubünden, wie schon am Anfang gesagt, hat aber schon alles ausgebucht gehabt. Danach ist Morschach noch in Frage gekommen. Morschach hat aber zu. Heute, also die Bahn ist einfach gesperrt. Und dann haben wir noch gesagt, ja, komm, wir gehen doch einfach auf Wohlen noch fahren. Bei Wohlen war aber das Problem, dass die das Wochenende Rennen haben. Und heute war der Trainingstag und die Mietkarten sind nicht freigegeben worden zum Fahren. Ja, darum sind wir wieder Retour gefahren, sind auch noch etwas gegessen und dann wieder Retour gefahren. Ja, also wie gesagt, der Tag an sich, sehr viel Auto gefahren, aber schon wirklich tiptop gegangen alles. Wir haben 100 Autos gesehen, die irgendwie Pannen hatten und sonst irgendwelche Doppel auf den Autobahnen. Ja, aber es war wirklich lustig gewesen. Und jetzt zu der Strecke in Lugano, wegen dem geht's ja, oder um das geht es ja nicht in diesem Video. Und die Strecke ist wirklich mega geil. Also wirklich hätte ich nicht erwartet. Wir sind dort gewesen. Location wirklich cool. Es ist zwar nichts Spezielles, also wirklich nichts Spezielles. Es hat so 2, 3 Hütchen. Das sieht mir nicht. Aber die Strecke ist richtig geil. Sie ist schön breit. Sie ist wirklich gut. Sie ist nicht holperig. Die Karten sind wirklich die gleichen wie in Wohlen, würde ich sagen. Also auch laufen 80, sind wirklich schnell. Man zahlt einfach bedeutend weniger. Man zahlt 25 Franken für 10 Minuten, um dort zu fahren. Und geiles Geschwindigkeitsgefühl und die Strecke ist schon auch anspruchsvoll und wir sind mega gut gelegen. Und ich habe wirklich mega viel Spass gehabt drauf. Also ich wäre gerne noch etwa 3, 4 Runden wahrscheinlich mehr gefahren, aber es ist halt dann doch kostet schon recht ein Batzen. Aber muss ich wirklich sagen, also die Strecke kann ich wirklich empfehlen und ich würde sogar sagen, dass wenn ich einmal wieder ins Tessin gehe, ich würde das mit einplanen, dass ich dort nachher fahren wieder. Also ich würde die Strecke immer wieder anfahren. Ich finde die wirklich sehr, sehr geil. Also falls ihr mal in dieser Region sind, geht unbedingt dorthin, geht mal fahren. Wirklich mega gut. Und also von der Bewertung her bin ich ganz ehrlich, ich würde dieser Strecke ein 9 von 10 geben. Der einzige Nachteil ist, es gibt keine Zeitmessung, also man kann sich halt wie nicht so, man kann halt nicht messen oder nicht schauen, wie schnell ist man gegenüber der anderen Runde gewesen, oder halt gegenüber der letzten Session, das ist halt ein bisschen schade. Aber ich finde sie geiler als Lyss und ich bin schon mega oft in Lyss gefahren und darum würde ich sagen, ich gebe ihr ein 9 von 10. Lyss hat ja auch ein 9 von 10, würde sie aber über das Lyss ranken, wenn ich eines von diesen zwei auswählen müsste, weil ich finde sie wesentlich besser. Also ich finde sie viel geiler. Klar, sie ist ein bisschen teurer zwar, aber das Layout ist dann doch anspruchsvoller. Es hat 2, 3 Bremspunkte mehr. Aber ich bin mega schnell im Flow reingekommen, ich habe etwas ausprobiert. Ich bin eigentlich zwar noch ein bisschen fast in den Rasen, nur recht auf dem Curb oben gewesen. Aber also Lugano, wirklich Props gehen raus an die Strecke. Auch Cars wirklich mega modern gewesen auch und auch in einem mega guten Zustand. Also wirklich top. Kann ich wirklich noch empfehlen, wie schon 100 Mal gesagt. Und ja, das wäre es eigentlich von dem Video. Ich glaube, mehr muss ich nicht dazu erzählen. Wir haben eben nicht so viel filmen oder nicht viel gefilmt unterwegs natürlich halt, weil ja, es überwiegend ist ja nur im Autofahren gewesen und wir haben dort einfach viel Formel 1 und alles andere gelabert gehabt. Aber ja, das war es mit dem Video. Grüße gehen raus und ein dickes Dankeschön geht raus an Simi, dass er mitgekommen ist, dass er heute frei genommen hat, dass er sich Zeit genommen hat für das auch. Like hätte ich schon wahrscheinlich ein bisschen Anschiss gehabt, aber darum
dicker Gruß und Dankeschön geht aus an dich. Merci vielmals, dass du mitgekommen bist. Und seinen Kanal tue ich mal unten verlinken. Ich weiss noch nicht welchen, ich denke, ich tue gerade beide verlinken. Da könnt ihr gerne mal abchecken. Er hat ja zwei, die er gemacht oder wo er hat. Einen, wo er einfach Kotlabs aufladet und der andere, der noch von seinem E-Sport, nein nicht E-Sport, von seinem Dings-Team ist da, von der, ich weiss nicht wie es heisst. Wenn ich es jetzt wüsste, würde ich es gerade sagen, aber ich weiss es leider nicht, aber ich sehe es unter der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus. Das heißt, mit dem Video, danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut und ciao.